alle Sonntag begrüßen ich aus der Kirche von Berdriff, wie wir drauf von heute Sonntags Mass. Et sangen Kommunionskanner aus den Gemengen Bech, Befort, Berdriff und Konstriff zusammen mit Eltern und Freunden. In der Leitung von Josiane Mirkes. Keyboard spielt Libby Kramer, auf der Blockflöte Tanja Konsbrück, auf der Gitarre an dem Cajon den Tom Osborne. Soliste sind Libby, Paulina und Marlena Kramer. Wir hören als Prelude Let All Things vom Larsson. Duno Sangemach, Menschenkinder von Jöcker und Kränzer, Gib uns helfende Hände vom Heinrich Horn, Glaube bewegt von Katrin Wolfer, Du bist die Liebe aus Taiwan, In His Time von Diana Ball, Entdecke das Geheimnis von Haas an Erhard und als Schlusslied Sing and Pray vom Backhaus. Wir hören als Postlied Let Us Talents von Doreen Potter. Masket gehalten von Herr Carlo Morbach, Pastor Prin, Region Echternach St. Willibord.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich mag Christen 25 Kommunionskanner, ihr Geschwister, Eltern, Afren, begrüßen euch ganz herzlich an aus der Kirche von Berdorf. Sie schicken noch ganz liebe Groß an die Altersheimer, an Kliniken, aber all die von euch, die krank oder elend sind, dann dürfen wir nicht mehr so können rausgehen und dann über die Medien mit uns feiern. Als Kanner, sie haben sich gut auf diesen Tag vorbereitet. Sie haben sich an der Fastenzeit noch eine Reihe Gedanken gemacht über die Schöpfung und über das Leben. Vieles als Haut des Tages auf der Kopf. Ja, an der Welt, also sogar manches tot. Als Welt, das teilweise tot, wie der Lazarus, wie wir noch am Evangelium hören. Wir sind so angesperrt und angestrickt, dass wir eigentlich nicht mehr leben, nicht mehr frei leben. Wir stellen uns dafür froh, wie wir als Welt und als selber können leben gelassen. Was können wir mit beidrohen, dass alles leben geht? An dieser Gemeinschaft, so schwer es heinst du hast, drohen aber viel Leid zum Leben bei. Und da sind heute zu Berdorf zum Beispiel Pappen und Männer, die heute hier 20-jährig Bestohe feiern. Sie sind heute auch hier an unserer Mitte, feiern mit uns, mit der Kanne des Mass. Sie sind noch nicht unbekannt hier an unserer Kirche, weil seit einer ganzen Reihe von Jahren riechen sie als großer Schäkripp für Christtag ab. Natürlich haben sie auch noch viel andere Aktivitäten. Heute können wir ihnen dafür als kirchliche Gemeinschaft Merci sagen und ihnen wünschen, dass ihre Verein nach lang und erfolgreich kann wirken. Und wir bitten heute besonders für die Membres von ihnen, die es schon verlost haben. Die Herren Robby Aspenleiter, Norbert Clemens, Patrick Gales, Georges Konsbrück, Jean Thomas, Jo Bukens und Remo Hoffmann. Frommer Lot zum Anfang von unserer Mass Kraft für all das, was nicht mehr lebt. Dass wir es nicht ewig können gelosen oder auch nicht am Leben zum Leben erwäschen. Sind wir bereit, dafür auch kleinen Schritt an Kraft zu holen. Christus begleitet uns, wenn wir Angst haben. Herr Jesus Christus, gib uns Aussicht, wenn wir Frohen haben. Herr Jesus Christus, mach euch friedlich, wenn wir streiten. Lust mir beten. Herrgott, du Gott vom Leben, wedags müssen wir etwas begrüben, als Dream und als Plan. Wedags müssen wir lasslosen, leif Menschen, a vieles, was für uns wichtig ist. Wedags film Reis ohne Leben, ohne Atem, ohne Hilfe. Aber du bist Gott vom Leben. Du riefst uns raus aus unserer Trauer und aus unserer Angst. Du gibst uns neue Mut
a bringst Licht an eis Deichstadt. Los also lo, ob dich vertrauen, an aus Dinger lebt raus lieven. Dich löwen an ehre mir, lo an all Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig, und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich führe aus. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, die Schwester, und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt,
Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Leif Kanner, leif Leid, vom Tod zurück an Leben, unmöglich. Am Dach vom Tod zurück an Leben als das große Thema von diesem 5. Faste Sonntag. Man gi versät an dat 6. Christlich Jahrhundert an das 1. Jahrhundert nach Christus. Als Lesung spielt sich auf an der Zeit vom Prophet Ezechiel, Zeit von der babylonischen Gefangenschaft vom Volk Israel. An das Evangelium an der Zeit vom Jesus. A beide Fälle gi Leid zurückgefordert an Leben. Einmal handelt es sich die gefangenen Israeliten am Exil, die so bildlich gesot, wie aus de Griewer herausgerufen gehen. An einmal den Lazarus. Der Prophet Ezechiel skizziert an anschauliche Bilder die Situation von den Exilierten a Babylonien. Sie sind wie begraben, sie sind tot, und kein Leben mehr, kein Dream, keine Perspektiven. Die Bilder beschreiben eine verbrannte Existenz. Das soll sich aber ändern. Sie sollen nichts leben. Es geht um eine neue Zukunft, um nichts anderes. Der Prophet sagt, Gott wird hier Griewer opman, als sie zurückbringen. Wohin? An ihr Land, an Israel, das gelobte Land. Das könnte man aber nur falsch verstehen, so wie was sie an ihr All-Liewe given zurückgebracht gehen. Nein, Land mengt hei Liewen, dat virun hinne leid, dat sich nur de Batrejoren von der verbrannter Existenz werd nei entfallen, nei opblähen as de Wies. Wer zielt, dass der Blick nur vier, net zrick. Wie wann ihr vom Schiff aus Neuland erblickst und dann voller Fried ausrieft, Land asicht. Oder wie Steck, eng Wiss in Terra, den no bemol an de PAG opgeholget, mat neue Möglichkeiten fir Drop zu bauen oder als Bauterra ertragreich zu verkaufen. Land, als Symbol für neue Möglichkeiten. Dat bildhaft Wort Land beschreibt doch eine Situation leifren. Hai an lo, wann wir se a Verbindung mit dem Text bringen. Die Exilanten waren demals opgewult, deef getraff a verletzt. Ma, hier Leben soll sich elo verändern. Den Herr feiert se an hier Land, an ein Leben, dat sich neu entwickeln kann, an dat sie total an deef erfülle wird. Land ersicht. An hai können wir anhaken, deuten soen, et geht auch im Eis Gegenwart. Das prophetische Bild vom Land, dummer das Eis Liewe gemengt. Und dem Land, das Gott zur Verfügung stellt, kann jeder von uns partizipieren. Da gibt es kein König ohne Land, kein Sans-Abri, nicht mal ein Lokatär. Spirituell gesehen können wir alle gut Großgrundbesitzer gehen. Weil all delen wir am Herrgott sei Land, mit alle Chancen für Gestaltung und Kreativität, was das mit sich bringt. An der Ewigkeit von unserem Leben machen wir ja ähnliche Erfahrungen wie die Exiliert demals. Da könnte da auch gelegentlich viel, dass wir uns gedeiert, gelegt spüren, an ob gut entzogin. Wenn wir tief aufgestürzt an der B kommen sind, wie Steh-auf-Menschen,
Du hast an den Erfahrungen vom Leben, an der Spruch vom Leben Gott interveniert, an Evenementer, Relationen, an Zusammenhänge, die man da nicht durchgucken. Matzen an eiser Existenz zu dienen, mit engem Gott, dem Madeis ass, den eis orientiert, feiert, an neue Perspektiven opmischt. Eis Gegenwart as wie Land von eisem Leben. Wie dat, wohin die Verbanden zurückburcht gesinn. Land as Icht. Guck ma no vier, mach ma etwas draus. Gestalte ma dat Land, dat von eis leid, wie das es bleiben kann. Da gëtt es als Parzell, was auch nach so gering als Land von den ungeahnten Möglichkeiten. Bei dem Evangelium vom Lazarus, der Jesus als betraff an erschüttert, ihm kommen Tränen von Trauer sei Freund, hier kreischt. Das ist wichtig für eis Menschen, dass man eis Trauer auch weisen. Manche fällt das schwer, sie probieren echt hier Tränen zu unterdrücken, aufzuschlecken oder kreischen just himmlisch, was Käse gesagt. Trauer ma eis zu trauern, weise ma Gefehler, so wie den Jesus. An einem bestimmten Moment Biertchen zu singen, Pap, ich so und da merci, dass du mich erheiert tuest. Erst dann kann nur rufen, Lazarus, komme raus. Der Jesus lief immer am engen Kontakt mit seinem Pap am Himmel, a großer Proximität zu Gott. Hier Beziehung war markiert durch ein immens Vertrauen. Wenn der Jesus nicht wusste, wie es ging weitergehen, ziehten sich für einen kurzen Moment oder für länger Zeit zurück, für zu beten. Auf Gott seinem Pap könnt helfen. Auch mir Leute können wie Jesus ganz darauf vertrauen, dass der Herrgott eis no ass. Gott steht eis bei an den düsteren Stunden von eisem Leben. Weist eis durch Umstände, durch Begegnungen, nei wer, wann wir eis ihm zuwenden. Auch vom Martha können wir lehren. Sie war eng befreundet mit Jesus, als sie hat fest daran gelebt, dass an ihm eine göttliche Kraft gibt wirken. So hat sie sich zu ihm bekannt. Der Jesus will, dass wir haut sing Freund a Freundinnen sind, an dass wir auch unhirn geleben. An da geschiedet, den Dodische Kind aus seiner Grabeshiele raus, angewickelt weiß dicher, Gesicht mit engem Schweiß durch verhüllt, blank a steif. So tritt den vierhunde Jesus, vierhund Leid, die demals versammelt waren, an vierhund eist gesticht a. Schockierend, erschreckend, gruselig, aber doch faszinierend. Du weinst du Christen schon frei d'Oberweckung vom Lazarus ob Sarkophagen an ihre Katakomben durchgestalt. A bis haut inspiriert die 10 unzählig Künstler an der Malerei, der Schreibkunst, der Musik, dem Film. An der Technik steht der Begriff Lazarus für der Herstelle von Daten. Interessant, fand er nicht. Den dodische Lazarus, den aus seiner Grabhiele rauskommt, als ein eindrückliches Bild für eine Hoffnung, die die Menschen nicht loslässt. Wenn man Grab von einem lebenden Mensch stehen, da geht es die schreckliche Sinnlosigkeit vom Tod bewusst. Da geht es nichts zu beschönigen. Den Tod zerstört, mischt Leben an Relationen futti, vernicht brutal alles Pläne, Wünsche und Hoffnungen. Was bleibt, sind Ohnmacht, Schmerz, Verzweiflung. Einmal mehr geht es ab, wir sind all verletzlich und stieflich. Du hast die Glauben und die Oberstehung schon eng Nuss an ein Defi. Kann ihn echtlich von den Tod so mächtig und irreversibel ist, leben, dass das nicht das definitiv Ende ist? Ja, liebe alle gut, es kann ich nicht probieren. Das Evangelium von der Auferweckung vom Lazarus ledet no. Weil an die Verzweiflung vom Tod daran, sagte Jesus, ich sind die Auferstehung an Leben. Genau do, wo wir Ende sind, wo kein Ausweg mehr gibt, wo Sinnlosigkeit und Furcht eis anholen, do könnte Jesus eis entgehen, rief doch eis zu. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben.
Liebe Brüder und Schwestern, ein Lied von Martin Luther heischt: Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Mehr, wenn wir das Geschick vom Lazarus gucken, da können wir auch umgedreht sagen: Mit am Tod sind wir vom Leben empfangen. Weil wenn es Gott, der schöpferisch ist, an den Tod zu neuem Leben oprichten kann, dann ist es den Herrgott. Amen. An der Vorbereitungszeit auf Ostern forderte Jesus als Opfer als Sklaven und als Slave zu Gott zu erneuern. Und dafür beten wir hin. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Herr Jesus, los euch immer nächst den Kraft und Ersperren, für das mir den Schöpfung gut versorgen. Christus sei euch. Christus sei euch. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Herr Jesus, lost Menschen spüren, dass der Boss, den der Weg am Leben weisen kann. Christus, heia euch. Christus, heia euch. Der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Herr Jesus, schenkt dein Geist von der Gerechtigkeit und Herz von denen, die reagieren. Christus, heia euch. Christus, heia euch. Der, den du liebst, ist krank. Herr Jesus, los all die Menschen, die krank sind, spüren, dass Menschen ihre Weh erlebt gehen. Christus, heia euch. Christus, heia euch. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Herr, Jesus, gib all denen in Not Hilfe durch gute Menschen, sodass sie leben können.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Da kam der Verstorbene heraus. Herr, Jesus, erhalte alle unsere Verstorbenen lebendig in unseren Herzen und lass sie bei dir Frieden finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, dir vertraue mir eis an eist Leben un. Lauschte ob eis Gebärder, an erheie sie, de Schlürfen an ehre mir, lo an all Ewigkeit. Amen. Lust mir beten, lauscht auf eis, gute Gott, den's du eis gern hörst. Du seist geruf, für das mir ein Zeichnis gehen von einem christlichen Leben. Geweist durch eist gemeinsam feiere von dieser Mast Kraft, alleis Mattmenschen gern zu hun. Schenk eis auch Kraft, für die Gerechtigkeit an eis Welt von Haut zu bringen, an die ganze Schöpfung zu schützen, an Leben zu erhalten. De Schlürfen an ehre mir, Lo an all Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Gott, unser Vater, du hast uns zusammengerufen. Wir sind hier und wollen dich loben. Wir wollen dich preisen und dir sagen, groß bist du und wunderbar hast du alles gemacht. Sei gelobt für die Sonne und die Sterne, für das Licht, das die Welt erleuchtet. Sei gelobt für die Erde und die Menschen, für alles Leben, das du schenkst. Gott unser Vater, groß bist du, herrlich hast du alles gemacht. Deshalb rufen wir voll Freude. Gott, du denkst immer an uns Menschen und willst uns nahe sein. Darum hast du Jesus, deinen Sohn, zu uns gesandt. Er hat die Kinder gesegnet, er hat die Kranken geheilt, er hat den Sündern ihre Schuld vergeben. Er war ein Freund der Unglücklichen und der Armen. Er hat sein Leben für die Menschen hingegeben. Dafür danken wir und rufen.
Vater, nicht wir allein danken dir. Überall auf der Welt preist dich dein Volk. Mit uns betet die ganze Kirche. Mit uns beten Papst Franziskus und unser Bischof Jean-Claude. Zusammen mit den Heiligen im Himmel, mit Maria, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit den Engeln beten wir dich an und rufen. Heiliger Gott, wir wollen dir unsere Dankbarkeit zeigen. Wir haben Brot und Wein herbeigebracht. Mach diese Gaben zu Jesu Leib und Blut. So können wir dir darbringen, was du uns geschenkt hast und den Auftrag deines Sohnes erfüllen. Denn als Jesus am Abend vor seinem Tod mit seinen Aposteln zu Tisch saß, da hat er Brot genommen und dir gedankt. Er hat es gebrochen und seinen Freunden ausgeteilt und dabei zu ihnen gesagt, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann hat er den Kelch mit Wein genommen und dir noch einmal gedankt. Er hat den Kelch seinen Freunden gereicht und dabei zu ihnen gesagt, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dann sagte er, tut dies zu meinem Gedächtnis. Vater, was Jesus gesagt hat, das tun wir jetzt. Wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Und so verkünden wir den Tod und die Auferstehung deines Sohnes. Vater im Himmel, dein Sohn Jesus Christus führt uns zu dir. Nimm uns an mit ihm, führe uns zusammen um deinen heiligen Tisch. Schenk uns den Leib und das Blut deines Sohnes in der Freude des Heiligen Geistes. Vergiss die Menschen nicht, die wir lieb haben, unsere Eltern, unsere Freunde, unsere Nachbarn. Hilf allen, die traurig sind und die Schmerzen haben. Vergiss die Toten nicht, die sich auf dich verlassen haben. Wir bitten dich auch für die Menschen auf der ganzen Welt, dass sie dich und deinen Sohn immer besser kennenlernen und dass wir alle zusammen dir aus ganzem Herzen mit Christus danken. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Durch den Jesus wissen wir, wie na wei Gott der Pap ist. Und dafür wenden wir uns vertrauensvoll und hirn, aber so wie die Jesus es gelehrt wird. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hauche euch meinen Geist ein, dass der Geist vom Frieden, von der Versöhnung, der Geist der Liebe schafft. Bitte mal eisen Herr sein Geist vom Frieden. Herr Jesus Christus, guck nicht, ob es Fehler an, ob es Sünden, guck, ob es gute Willen, guck, ob es Engagement für diesen Frieden an der Welt. Erschein Geist, alle Guten, dein Frieden. Der Friede von unserem Herr Jesus Christus sieft mit euch all. Los mal auch gegenseitig diesen Frieden wünschen. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist.
Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Lust mehr beten. Guter Gott, wir sollen dir merci für das Gemeinschaft, an der es du als miteinander verbunden hast. Wir sollen dir merci für dein gut Wort und Eis, da das Kraft gibt für die dich, die lo für uns leihen. Die Schluven an eure mir, lo an all Ewigkeit. Amen. Den Herr sief mit euch. Segen berät sich do aus, wo dem Herrgott sein Gutheit an Menschenfreundlichkeit weitergereicht gehen, von Mensch zu Mensch, von Volk zu Volk. Dafür bitte mir. Herrgott, du Schöpfer von der Welt, an Anfang von all Leben, los dein Gesicht lichten über Eis, erscheint Geist Frieden. Sehn Eis, verschon Eis für ihre Krankheit an Unglück, schenk Eis Kraft, an Mut, für Eis Leben zu bestehen. Du begleitst Eis, aber es ganz nur bei Eis. Du behitzt Eis, ob all eise Wehe, Haut, Amor und an all Ewigkeit. Und so soll den Herrgott Eis sehnen, aber beschützen. Der Pap, an der Sonne, an den Heiligen Geist. Amen. Geht auf Frieden. Wir danken dir, Herr. Oh, what a wonderful day.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit den Kanner und mit den Leuten zu Bärdriff. Den nächsten Sonntag, Pelmsonntag, über Dromat Mass vom Howald. Und los schalten wir zurück an den Studio.